Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Essstörungen. Ein Tabuthema unter Männern. Im Rathaus um 4 mit ukrainischen Gästen. Bei einer Essstörung denkt man nach wie vor an eine Frau. Unter Männern wird das Thema totgeschwiegen. Der Ben Abeckle hat für uns den Noah Giblin getroffen, der über das Thema redet, um zu sensibilisieren und wachzurütteln. Ich erlebe es jeden Tag. Also vor allem, wie geben wir uns in Bezug auf die anderen Leute? Was haben die anderen Leute für ein Bild von uns? Das beeinflusst nachher auch unser eigenes Selbstbild und wie wir es erstellen wollen. Und da ist ganz wichtig, dass wir versuchen, das Selbstbild für uns zu definieren und was ist es, was wir wirklich wollen. Und das nicht von external motiviert zu erstellen. Und jetzt, wenn es von außen motiviert ist, eben das Selbstbild, das hat ja häufig auch mit dem Essen oder Essverhalten zu tun. Ja, das Essverhalten kann halt das Selbstbild sehr verändern. Es kann mich verändern, wie ich aussehe. Und darum auch dort, dass wir vielleicht diese Sachen voneinander trennen können. Dass das Essen nicht so fest mit dem Selbstbild zusammenhängen soll. Ja. Du selber hast ja auch Erfahrungen gemacht jetzt, in der Retrospektive. Yes, ich habe viel, also ich habe in Bezug auf, ich habe sicher Essstörungen bekommen, weil ich bestimmt aussehen oder für mich definiert gut aussehen, mein Körperbild. Und da ist einfach wichtig, dass man tief in den Spiegel schaut und herausfindet, wieso mache ich das genau? Und wieso höre ich nicht mehr auf meinen Körper? Wieso höre ich nicht mehr darauf, wenn er Hunger hat und wenn nicht? Genau, weil du hast nicht mehr gehört, wenn du Hunger hast, du hast eine App genutzt. Richtig, ich habe so eine Kalorienzähler-App genutzt, das kennen sicher viele auch. Und das hat schlussendlich entschieden für mich, wann habe ich Hunger und wann nicht. Die ehemalige Musikerin Sabine Gambeinen ist Gründerin von «Im Rathaus um 4». Dort findet immer am ersten Samstag im Monat am 4 Uhr ein Konzert statt. Die Rebecca Affolter hat sie aufgrund des nächsten Konzerts am nächsten Samstag für uns getroffen. Wieso habt ihr die Konzertreihe ins Leben gerufen? Wir haben schon immer, seit wir zu tun sind, Sachen organisiert. Und ich habe immer zum Mann gesagt, weisst, ich will etwas Regelmäßiges machen. Das war einfach der Hit, jeden Monat irgendwie. Und dann ist im Rathaus die Reihe gerade fertig ausgelaufen. Es war dort eine gute Reihe, Literatur und Musik. Und dann haben wir gefragt und da sind sie sehr, sehr entgegengekommen gewesen, haben gesagt, doch, das wäre eine gute Sache. Als nächstes kommt jetzt das Kiew Tango Orchestra. Was ist an dem so besonders? Das Tango Orchestra besteht im Fall aus 4 Personen. Die klassische Besetzung, Klavier, Geige, Knopfakkordeon und Kontrabass. Das sind unglaublich gute Leute und die reisen aus der Ukraine an und machen ein Konzert bei uns. Es ist hochprofessionell, Tango Argentino. Wieso ist es wichtig, ukrainischen Künstler und Künstlerinnen eine Plattform zu geben im Moment? Ich finde das jetzt gerade ganz wichtig. Kultur, das ist eine zutiefst menschliche Ausdrucksweise und wir dürfen ob all dem Kriegen das Menschsein eben genau nicht vergessen. Kultur macht da auch Hoffnung, genau auch für die Leute aus der Ukraine. Was können die Leute so vom Konzert erwarten? Sie können wirklich mitreissende Musik erwarten. Die Leute sind sehr, sehr gut. Die Pianistin ist für mich auch eine Schönheit, weil sie rote Haare hat. Das finde ich einfach fantastisch. Es ist virtuos, es ist eben Piazzolla, die klassische argentinische Tango. Ob das Wetter weiterhin so wunderschön bleibt, erzählen euch anschliessend Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und danke euch vielmals für Zuzuschauen. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Zum Beispiel in Merlingen hat heute mehrheitlich die Sonne, ein geschonnen wunderbares Wetter, um für uns so richtig geniessen. Wir sind allerdings weiterhin in einer Nordwestströmung. Und zwar liegen wir zwischen einem Hochdruckgebiet über der Biskaya und einem Tiefdruckgebiet über Nordosteuropa eben da eingeklemmt in dieser Nordwestströmung. Und morgen da staut sich die Feuchtigkeit speziell im zentralen und östlichen Alpen Nord an.
Das heisst, morgen ist es meistens stark bewölkt. Im Flachland ist es aber mehrheitlich trocken. Im Oberland gibt es gebietsweise auch mal ein bisschen Regen oder ab etwa 600 bis 900 Meter ein paar Schneeflocken. Die Temperatur am Morgen früh bei etwa 1 bis 3 Grad. Am Nachmittag geht es ähnlich weiter. Wir haben viele Wolken. Im Flachland gibt es dann noch ein paar Auflockerungen, ist weiterhin mehrheitlich trocken. Im Oberland gibt es ebenfalls nur noch stellenweise ein paar Tropfen. Auch dort ist es vielfach der trocken. Temperaturen die reichen Höchstwerte von etwa 5 bis 6 Grad. Am Freitag gibt es dann auch von Westen her Wetter eine Besserung. Speziell in den Bergen ist es recht sonnig. Unten haben wir noch Restfeuchtigkeit, haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen zu Bern beispielsweise bei maximal 6 Grad. Am Wochenende ist es dann wechselnd bis stark bewölkt. Speziell im Oberland gibt es gelegentlich auch ein paar Tropfen. Am Samstag schneit es ab etwa 1000 bis 1500 Meter, am Sonntag sinkt es schon an Grenzen bis am Abend gegen etwa 500 Meter. Am Ende haben wir zuerst schon dichte Wolken. Vor allem im Oberland gibt es zum Teil noch letzte Flocken, es ist trocken und von Westen her setzt sich die Sonne durch. Am Dienstag haben wir dann wahrscheinlich einen Mix aus Hochnebel, Sonne und Wolken. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.